Guten Tag. Weiter geht's mit dem Märchenbuch. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Dann gucken wir mal. Und zwar den guten Mann hier. Georgie Porgy. Georgie Porgy, was ist denn das da? Der Zuhälter. Georgie gehört das Pudding & Pie, ein Striplokal, in dem selbst die dunkelsten Gelüste der Bewohner von Fabletown erfüllt werden. Er lässt sich keine irdischen Vergnügen entgehen und hat so ziemlich alles ausprobiert, aber nichts hält ihn lange bei der Stange. Exzellente Wortwahl. Allerdings scheint es ihm zu gefallen, andere Leute zu provozieren. Er ist stolz auf seinen Nachtclub und sieht es nicht gern, wenn sich jemand in seine Angelegenheiten mischt. Dann hätten wir hier noch der gescheite Hans. Mädchen für alles. Schön. Der gescheite Hans macht immer das, was man ihm sagt. Es kommt allerdings schon mal vor, dass er seine Anweisungen falsch versteht und sich selbst verletzt oder sonderbar verhält, wie in seinem Märchen, wo er Schafsaugen auf seine Braut geworfen hat. Es überrascht daher nicht, dass sie ihn verlassen hat und jetzt arbeitet Hans als Rausschmeißer in Georgies Club. Er hofft, dass er eines Tages auf der Bühne tanzen kann, aber im Moment ist er glücklich damit aufzuräumen und sicherzustellen, dass die Menge nicht außer Kontrolle gerät. Okay. Nerissa, die kleine Meerjungfrau. Nerissas Geschichte hatte nie ein glückliches Ende. Sie ist als die kleine Meerjungfrau bekannt, das junge Mädchen, das sich anstelle eines Fischschwanzes Beine wachsen ließ und so hoffte, das Herz des schönen Prinzen zu erobern. Stattdessen heiratete er eine Prinzessin und Nerissa blieb mit gebrochenem Herzen zurück. Sie reiste in die Welt der Menschen, um dort ein besseres Leben zu führen. Jetzt tanzt sie im Pudding & Pie, doch jeder Schritt fühlt sich an, als ob sie auf zerbrochenem Glas wandelt. Ihr bleibt nur noch wenig, aber sie findet in der Gesellschaft der anderen Tänzerinnen Trost. Was ist das für ein abgefucktes Spiel? Alle hopp dann. Das soll's für heute gewesen sein. Morgen geht's dann mit der nächsten Normalfolge weiter. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen in Zimmer 207 um. Bis morgen.